Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wollte als erstes den Kollegen von der LSAP merci sagen für die Aufrufe zu dieser Aktualitätsstunde. Der sogenannte Plan war eine von den letzten Aktionen vom Gesundheits- und Sozialversicherungsministerium für die Wahlen 2023. Erfasst Resultate vom Gesundheitstisch zusammen, ersetzt Zeichen an 3 Bereiche. Erstens, den Gesundheitszustand von Syrien zu verbessern. Zweitens, den Behandlungsparcours von den Patienten verbessern. Und drittens, das Funktionament vom System zu verbessern. Das war keine Revolution. Das war einfach das machen, was Gebot von der Stunde war. Für den Patienten mehr sehr das anzubieten, die er braucht. Aus dem kostet das Gesundheitssystem mit einer alternden Bevölkerung und einer Penurie von qualifiziertem Gesundheitspersonal für große Herausforderungen steht. Eins steht aber fest. Probleme, die damals in einem langen Prozess identifiziert wurden, riskieren noch mehr groß zu gehen, wenn wir nichts machen. Ein kurzer Appell von den Hauptproblemen. Zu lange Wartezeiten, besonders an Urgenzen, aber mehr Raum. Eine zu stationäre Hospitalisierung, eine ungenügende territoriale Couverture, keine Vernetzung von den nötigen Donnerern und viel Bürokratie. Kurz gesagt, das Gesundheitssystem, wie wir in 2023 beim Abstellen von PNS 4 von tun, war stark verbesserungswürdig. Der Patient, seine Rezeption, dem wir regelmäßig Ruhe durchkuten, war geprägt von zu langen Wartezeiten und einem schlechten Oxy. Und ein bisschen mehr wie 2 Jahre hat die Regierung mit der Gesundheitsministerin Martin Depré echt wichtige Schritte gemacht, um das zu verbessern. Dafür und ihr Rahmen go verhecht, mit der Mise en place von einem Sitz supplementär Radiologie auf der Kloster und am Zentrum von Grevemacher gouf kürzlich ein neuer Mammograph installiert. Am zweiten Sitz supplementär, die sind Dieren abgemacht hat. Heute kann der Patient außerdem auf ein Traitement de jour non chirurgical und auf Traitement onkologisch zurückgreifen. Mit der Kampagne I Love My House Doctor haben wir fertiggebracht, den Beruf vom Generalisten in den Mittelpunkt von den Diskussionen rund um Soins primär zu stellen. So konnte wir die Bevölkerung sensibilisieren, dass an den meisten Fällen den Hausdoktor der erste Anlaufstelle ist und nicht die Urgence. Das wird mittelfristig zu einer Reduzierung von den Wartezeiten an den Urgenzen führen. Man paiement immediat direkt, die von immer mehr Doktoren angesagt wird, schaffen wir eine große administrative Vereinfachung für den Patienten. Und stärken indirekt seine Kaufkraft, weil nicht mehr muss auf Remboursement von der Suche warten, die gestreckt wird. Herr Präsident, mir haben gesagt, ich habe gesagt, mir geht nicht. Wir haben, wie gesagt, ich habe gesagt, mir gibt noch immens viel zu machen, weil das System, den der Patient wirklich mitstellt, braucht für uns 3 Sachen: Accessibilität, Kompetenz und Koordination. Da setzt das Regierung Tivelin an, weil da ist die Urgenz am größten. Herr Präsident, natürlich kann ich gerne über Proms und Prams diskutieren, sicherlich für Sie hier Meriten, weil der Patient im Feedback gefragt wird. Sie sind aber subjektiv und schwer zu vergleichen. Bewertung von der Peng, von der Zufriedenheit oder vom Warten empfindet alle Menschen anders. Du weinst, und sind Teil von den ganzen Sinn. Sie basieren auf einem funktionierenden Échange von Donnerern, und genau die Probleme gehen wir über das Programm DigiSanté an, für die Digitalisierung von diesem System endlich für uns zu bringen. Herr Präsident, von der LSAP, die über Jahrzehnte Gesundheitspolitik mitgeprägt hat, uns ein Ratschläge gehen, wenn wir diesen durch den Nähe treu kriegen, da sind wir das echt kritisch. Bei uns steht der Patient am Mittelpunkt und wir setzen alles dran, für seine Experienz zu verbessern. Nee, war nicht. Mit faktenbasierter Politik und konkreten Aktionen. Es bleibt noch viel zu tun und wir packen es an. Ich sage nicht merci.